Über die vier Sünde habe ich was Numes betrachtet, die Gott an der Bibel gegeben worden. Und das ist nicht eine Stautrei, aber weiß jemand noch, was der erste Name war, den wir uns sagten? Ich sehe, dass wir ein von denen sei gut. Das erste war Al-Nasa. Und das war uns nicht ein bisschen bekannt hier nicht. Al-Nasa. Und das meint Gott, der vergeben wird, oder Gott, der verjagt. Und dann der zweite, Yahweh. Und dort kam vom Wort Haier und meinte sein, ich sie, Krieg. Und wer weiß noch den Namen von 2 Werk 3? Wird Lüder? El Roi. Ja, very good. El Roi. Und dort meint, dass wir mit Hagar zu tun nicht? Gott sieht, sei Gott. Ja, Gott sieht. Was sieht Gott? Alles. Reinreich, alles. Alles, was jemals passiert ist, hat Gott hier sein. Und er wird auch alles sein, was noch passieren wird. Er sieht sogar, was in unseren Horten und Gedanken sind, ob wir dort werden haben oder nicht. Er sieht dort. Und zu weiten, dass Gott alles sieht, ist eine sehr große Trost für Kinder Gottes. Besonders wie sein Wort anzeigt, dass Gott seine Augen ab seine Kinder sind. Er kennt uns völlig und will uns helfen. Und manchmal feilen wir uns Kriegs Hagar, right? Wir feilen ganz allein, verluten, forsten unsere Troubles und wir werden einfach bloß von den Dingen wegrennen. Und wo haben wir die? Right? Gott sieht unsere Troubles. Er sagt, komm zu mir. Der ist El Roi. Ja, manchmal feilen wir uns Kriegs Hagar. Sie hat von ihrer Wirtsche Sarai weggerannt, wie Sarai dort Leben schwammig. Sie ran von Sarai weg und hat sich ganz allein gefeilt. Aber Gott wird da. Seid wir nicht allein. Gott wird da. Gott sah er sieht uns auch. Er weiß, was von den Troubles wir im Leben haben und er sagt, komm zu mir. Ran nicht von den Dingen weg. Komm zu mir. Ich will ihn helfen. Ich will bei ihm sein. Und obwohl der Weg für uns manchmal dies da luten kann, sieht auch Gott den Weg, den wir guten sind. Und Kriegs Gott Hagar geholfen hat, verspricht er uns zu helfen, wenn wir den sein, der uns sieht. Wir machen Gottes Gegenwart in unserem Leben sein und seine Hilfe annehmen. Manchmal, wenn Troubles kommen, dann denken wir, wo ich durchkomme. Und dann fängt einer an all die verschiedenen Seiten von Troubles zu denken, nicht? Wo ich zum Beispiel durchgehen kann, wo ich genug Kraft habe, wo ich genug Geld habe, was immer unsere Troubles sind. Gott sagt, nee, ich sei die sollst nicht mich kriegen, die sollst mir auch sein können. Und wenn wir Gott sein down in den Arm gehen down, um Haupt zu freuen, Haupt zu kriegen, dann wird er sich fängen loten. Hagar sagt mal, ich wirklich dem sein, der mich sieht. Der Name, den wir von der Samaria studieren wollen, steht in unserem Text, 1. Mose 17. Weil wir den ersten Vers weiter lesen. 1. Mose 17, Vers 1. Als Abraham 99 Jahre alt war, hat er eine Erfahrung, wo der Herr nach ihm kam und sagte, ich sehe Gott, der alle Macht hat, wandelt nur meinen Willen und verschuld die nicht. Der war 99. Meine frühere Oma soll ab nächsten Monat soll sie 99 werden. Und ich weiß nicht, ob wir so viele Menschen kennen, die so alle geriet haben. Das darf nicht sein viel von dem Tag. Und obwohl Abraham also alt war, hat Gott noch eine Versprechung für ihn. Wir lesen hier, Gott, der alle Macht hat, ist Gott. Gott sagt, ich sehe Gott, der alle Macht hat. Und diese Wort, Gott, der alle Macht hat, kommen von dem hebräischen Wort El Shaddai. El Shaddai,
Gott, der alle Macht hat. Und das nun Postfema, der nun ist, der wir betrachtet haben, besonders der nun Jahwe. Der nun Jahwe als sie. Und dort sagt uns, dort Gott wir all Eier aus irgendwas gemerkt wird. Und wenn Gott der Anfang ist, dann weiß wie auch, dass er von keinem abhängig ist. Und nicht bloß das alles als Darcharm gemerkt. Und Gottes Wort sagt, in auch Verarm gemerkt. Wo kann Gott alles merken? Wo ist er möglich? Wie sie alle Macht haben. Nicht? Wie sie El Shaddai ist. Wenn er nicht alle Macht hat, dann hat er nicht könnt diese Erdball merken, die Sternchen oder die anderen Planeten hat er nicht könnt merken. Nicht, was von der hier ist. Aber wie sie El Shaddai ist, kann er alles merken. Und dort ans Erschaffen sich uns kümmern wird. Ist das nicht was Wunderbares? Und das ist manchmal schwer für uns zu verstehen. Wo können der Gott, der alle Macht hat, der alles gemerkt hat, wo kann er sich uns kümmern? Oder woran wird er uns kümmern wollen? Und sogar David hat manchmal eine schwere Zeit, das zu verstehen. Und er schreibt in Psalm 8, Verse 4 und 5, du so in Psalm 8, Verse 4 und 5, du so, sagt er, wann ich den Himmel sei, den die Finger gemerkt haben, und den Mond und die Sterns, die du hergestellt hast, wird es ein Mensch, dort du an ihm denkst. Ein Menschenkind, dort du, die dort annimmst. Was sah wie verhält? Wir sind bloß diese kleinen Punkeltjes, nicht? Auf dieser Welt. Und über wie sein viel wird in Gott seine Ehren. Woran würde der allmächtige Gott sich uns kümmern? Und er ist unser Erschaffer. Er hat uns lieb und weit. Er weiß immer, was uns fehlen wird. Immer. Lass mich was Verse aus Psalm 103 lesen. Wer mal lesen will, lese ich aus Psalm 103. Die Verse 14 bis 18. Psalm 103, Verse 14 bis 18. Hei, nämlich Gott, weit von was wir gemerkt sind, hei denkt daran, dass wir bloß Stoff sind. Ein Menschenleben ist so groß, hei blich so aus einer Blume, aber Stab. Wenn der Wind durch ewer blust, dann ist der weich, und keiner denkt daran, wo der gestohlen hat. Über den Herrn seine Trü hat ihr Leib, als immer und ewig über die am fürchten, und seine Gerechtigkeit ab Kinder und Grautkinder, wie die seinen Bund halten. Und daran denken zu tun, was seine Geboten sein. So seine Leib und Gerechtigkeit ist ab Kinder und Grautkinder, wie die seinen Bund halten. El Shaddai, seine Trü hat ihr Leib, liebe Geschwister, als immer und ewig über Immer. Der am fürchten und wie die seinen Bund halten. Und dieser Gedanke wird am Mittelpunkt unserer Betrachtung von der Samaria sein. Wir wollen sein, wo Gott seinen Bund mit Abraham, mit Isaac und mit Jakob und auch Generationen nur an gehalten hat. Woran? Wie es El Shaddai ist. Gott, der alle Macht hat. Bibelforscher erklären, dass der Name El Shaddai 7-mal in der Bibel zu finden ist. Und 5-mal in 1. Mose. Von den 7-mal sind 5-mal in 1. Mose zu finden. Und das 1. Mal ist in uns Zeit zu finden. Wenn wir 1. Mose 17, Verse 1 und 2 nochmal lesen. 1. Mose 17, 1 und 2. Das sagt hier, als Abraham 99 Jahre alt wird, dann hat er eine Erfahrung, wo der Herr am Keimen sagt, ich sehe Gott, der alle Macht hat, El Shaddai, wandel nur meinen Wallen und verschuld die nicht. Ich will einen Bund zwischen mir und die merken, und ich will die viel nur kommen geben. Gott gibt sich selbst den Namen El Shaddai, um den Bund zu bestätigen, den er mit Abraham mögt. Weil wir wieder lesen. Du mit voll Abraham ab sein Gesicht, und Gott sagte ihm, nu weißt, dass mein Bund mit dir ist, und du wirst der Vater über viele Völker sein, die nun wird wieder Hans, nicht Abraham sein, die nun wird Abraham sein. Wie es ich dir ein Vater über viele Völker merkt. Ich will die Säue für nur kommen geben, so dass du Völker und Königs von dir kommen wollen. Ich will meinen Bund mit dir und die nur kommen durch ihre Generationen
nur die, einen ewigen Bund merken. Ich war die, in denen nu kommen Gott sein, und ich war die, in denen nu kommen nur die, dort Land geben, wo die Raum gewandelt hast, dort ganze Land Kanaan, dort sei dort aus ein ewiges aufgebaut han, und ich Gott seinen war. So menschlich gedacht, menschliche Sein wird ganz allmählich, was Gott Abraham hier versprochen hat, was Abraham und Sarai also alt werden. Und deswegen, nur dem Sarai diese Versprechen von Gott selbst gehört hat, seht Gott der anbet, als irgendwo zu schwer für den Herrn. Mit anderen Worten, seht er, glaubt ihr nicht, dass ich El Shaddai sie? Wenn Abraham und Sarai Gott glauben würden, am gehorchen würden, und dann wird Gott seinen Port down, er wird seinen Bund mit anholen. Gott seine Wege, liebe Geschwister, sind für uns so viel anders als unsere Wege. Und für uns ist es so schwer, Gott seine Wege manchmal zu verstehen. Woran lädt er was Dinge tun? Woran lädt er uns von der so? Und über, obwohl seine Wege manchmal anders sind und manchmal schwer zu verstehen sind seine Wege immer viel besser als unsere. Er weiß, was er tut. Und er merkt niemals Fehler. Wo welche Dinge für uns allmählich schien, sagt Gott zu uns, kick mal, was ich nicht tun war. Glaubt ihr nicht, dass ich Gott sehe? Seht heute Abraham und Sarai. Wir machen am Glauben. Wir machen am Gehorchen. Dann wird er einmal sein Port da. Und so sagt all seht, als den El Shaddai 5-mal an 1. Mose zu fangen. Wenn wir nur die andere Feier steht, kurz betrachten, zu sagen, wo Gott seinen Bund nicht bloß mit Abraham gehalten hat, oder hat, aber auch mit seinen Kindern und auch Großkindern. Drehen wir unsere Bibel in 1. Mose 27. 1. Mose 27. In Kapitel 27 lesen wir, wo Jakob seinen Bruder hingentlich geführt hat, sodass Isaac am Segnen deit, und es steht Esau, sein Bruder. Und dann sagt Gottes Wort ans, in der Verse 41 bis 44, dass Esau sei versteht über Jakob wir wegen Isaac. Jakob den Segen gegeben hat. Und dann nimmt Esau sich vor, dass wann sein Bruder sterben wird, was wird er denn dann tun? Der wird seinen Bruder tot machen, nicht? Ja, er wird wachen, was sein Bruder ihr schweigt wird, und dann wird er seinen Bruder anbringen. Ja, aber dann, als Rebekka dort gesagt wird, was ältere sehen, Esau sich vergenommen hat, und dann gibt sie Jakob Ruth, seinen Onkel Laban, und Haran zu gehen, und dort zu bleiben, was Esau seine Eier Eva war. Und beide seine Eltern dachten, dass das wird sowieso eine gute Idee sein, damit Jakob eine Früh von seinem Volk finden können. Und wenn wir nun Kapitel 28, Verse 1 bis 4 lesen. Kapitel 28, Verse 1 bis 4. Dann raubt Isaac seinen Sohn Jakob in segend arm und sagt am Gonstreng, du sollst die nicht mit einer von der kananitischen Mialis befreien, gehen in Mesopotamien, nur dienen Großvater Betuel, seine Familie, und nahm die durch eine Früh von Laban, seine Tochter. Laban ist ja die Mutter, ihr Bruder. Mocht Gott, der alle Macht hat, El Shaddai, den befriedet Leben segnen, und die viel Nachkommen geben, so dass mir Völker von dir gibt. Mocht heu den Segen, den hei Abraham gibt, auch die, in denen Nachkommen geben, mocht jeder Land, wo je wohnen, jünd merken kann, so als Gott Abraham dort versprochen hat. El Shaddai. Hier sei wie wo Isaac den El Shaddai gebraucht hat, seinen Sehen und den Bund denken zu halten, den Gott mit Abraham gemerkt hat. Gott hat Isaac seine Eltern am hohen Alter mit einem Sehen gesegnet. Wir sicher, dass der allmächtige Gott sein Versprechen auch mit seinem Sehen halten wird, wenn Jakob Gott dich bleiben wird und Gottes Wort gehorchen wird. Und den Namen El Shaddai fingen wir zum 3. Mal in 1. Mose 35, weil wir wieder blättern. 1. Mose 35. Und Gott sagt zu Jakob im 1. Vers von 1. Mose 35, pack mal ab und geh nach Bethel. Merk den Lehrer durch ein Bü, durch einen Altar für den Gott.
der sich die weiß, als du von deinem Bruder Esau randeitst. So hier redet Gott von dem Ereignis, wo Gott Jakob in einem Traum erschien, als er am weichen Haaren floh. Er soll Krieg durch, wo Gott am erschien, einen Altar für den Herrn bauen. Und das Krieg, was er tut, er baut durch einen Altar und nannte steht El Bethel. Wer weiß, was Bethel meint? Aber Englisch sei wie Bethel. Huis Gottes. Du wen nahen viele Kirchen von der und da Bethel oder Bethel. Wegen dort Gottes Haus. Er nannte steht Bethel, wegen Gott du mit am Gerät hat. Und Gott kam nach ihm in Jakob und er segnet ihm. Gott sagte ihm, 1. Mose 35, Verse 10 bis 12. Die Verse 10 bis 12. Die Num als Jakob, aber du sollst von nun an nicht mehr Jakob heiten, du sollst Israel heiten. Gott gab ihm den Namen Israel. Und Gott sagt wieder, ich sehe Gott, der alle Macht hat. Und hier sagt Gott, ich sehe El Shaddai. Möchtest du viel Dinge haben und Seier nehmen, ein Volk in viele Völker sollen von die aufstammen, von denen nur kommen, wird dort ja nichts geben. Dort Land wohnt ich versprochen habe, Abraham und Isaac ihre nur kommen zu geben, wo ich die geben. Und ich wird denen nur kommen, nur die dort Land geben. Warum sind diese Werte so wichtig, besonders für Jakob? Als Gott am zum ersten Mal erschien, als er vor seinem Bruder fliehen muss, dann hat Gott seinen Bund mit Abraham erwähnt. Und dann sagt er zu ihm in 1. Mose 28, Vers 15, und Herr, ich gehe mit dir, und ich will dir Schutz geben, wo immer du hingehst, und wo die Tränen das Land bringen. Ich will dich nicht verluten. Ich will dort alle tun, was ich dir versprochen habe. El Shaddai, Gott, der alle Macht hat, versprach Jakob, dass er am dich bleiben wird. Dass er am Schutz geben wird und Tränen dort Land bringen wird, von wo er gekommen wird. Dann, als Jakob abwog, mögt er durch ein Versprechen mit Gott. Und er sagt, wenn Gott mit mir ist, und er mir Schutz auf diese Reise gibt, auf der ich nie sehe, und er mir zu eten und Kleider gibt, sodass ich in Frieden, Tränen in mein Vater sein Haus komme, dann soll der Herr mein Gott sein. Sei wie, er soll nicht bloß El Shaddai sein, aber er soll sein El Shaddai sein. Und in Kapitel 35, als er war, durch beim Salien steht, seht Gott am ich El Shaddai. Und andere wird, er sagt zu Jakob, weißt du noch, was du damals versprochen hast? Wenn ich das tun würde, und wenn ich das tun würde, und wenn ich das tun würde, dann würde ich dein Gott sein. Ich sehe El Shaddai. Er hält immer sein Wort. Er tut immer dort, was er uns versprochen hat. Ich sehe El Shaddai. Jakob hat Gottes Macht in sein Wort auf den Probe gestellt, und Gott kriegt dort, was er uns versprochen hat. Er ist El Shaddai, Gott, der alle Macht hat. Wenn er wird versprechen hat, liebe Geschwister, dort tät er, wie es alle Macht hat. Blättern wir wieder in unserem 4. Ereignis. 1. Mose 43. 1. Mose 43. Zu dieser Zeit in Israel Geschichte, wir Jakob sehen Josef all in Ägypten. Wir kennen die Geschichte von Josef, right? Seine Brüder verkauften ihn als Sklave. Er war in Ägypten. In ungefähr, wenn er 13 Jahre alt, dann wurde er als Gouverneur eingestellt. Und so nun, wir haben all in Ägypten als Gouverneur. In 7 Hungersjahren fangen an, so als Josef gesagt hat, in alle anderen Länder, wir Hungersnot, bloß in Ägypten, wir eten zu haben. Und als Jakob antwortet, dass in Ägypten getreten haben wird, dann schickte er seine Sehns nach Ägypten. Aber Jakob schickt Benjamin, Josef, seinen Bruder, nicht mit. Warum nicht? Ja, der hat seine anderen Sehns nicht völlig vertraut. Er schuld nicht, dass es so steht wie er. Er weiß, dass somehow, als Josef war gekommen, und er weiß nicht, was gerade passiert ist, aber die anderen sehen, die lügen am Pferd und sehen, die wird, I don't know,
2 Geräten von Tier erwartet oder abgefreten. Aber sie hatten am wirklich bloß als Sklave verkauft und mit Geld durch gemerkt. Und hier hat er seine andere Sehens nicht vertritt, Benjamin auch gemacht zu schauen. Und Josef, das lese ich aus 42, 1. Mose 42, Vers 6 und 7. Josef wird der Gouverneur über das Land und verkauft durch Getreide an die Menschen, die nun kommen. Und Josef seine Brüder kommen und knäuten sich vor ihm mit ihrer Gesichter, aber ihren, als Josef seine Brüder sagt, und kennt er an. Aber er behandelt an als Fremde und redet seine Graf mit an. Er hat einen Fuß gekannt, der hat ihn auch nicht gekannt. Er wird aus Ägypten ausgetragen. Und die hatten wirklich geglaubt, dass Josef all wahrscheinlich tot wäre, nicht? Sie hatten ihn nicht gekannt. Und das letzte Mal, wo sie am sagen, haben sie ihn als Sklave verkauft. Und Josef behandelte seine Brüder als Spionen. Er lässt Simeon festnehmen und festbringen und bestellt, dass er sagt, mit Getreide gefällt worden und auch, dass jedem sein Geldträger in seinen Sarg gestapelt soll werden. Und das tut er, um an auf den Prof zu stellen. Er sagt dann an, das lese ich aus Vers 33 und 34. Das ist, wo ich weiten, dass die abrechte Männer sind, laut einem von jenen Brüdern hier bei mir, und nehmt Getreide für jene hungrige Familien, und dann go jene Haus und bring jenen jüngsten Bruder her. Dann will ich ihnen glauben, dass die abrechtig sind und nicht Spionen. Dann gebe ich ihnen Bruder 3 und die kann hier wieder kaufen. So wir können uns vorstellen, wo 2 Jakobier aus seiner Sehens, dann war der Tüß umkommen, ohne Simeon, und das alles verteilt wird. Aber der Hungersnot greift nicht nur. Und als sie den Verrut oder Getreide, den sie von Ägypten gebracht haben, abholen, seht Jakob zu seinen Sehens, gut noch war und kauft was Getreide. Und dann sagt er zu seinen Sehens, 1. Mose 43, Verse 12 bis 14. Nicht pass auf. Nehmt das doppelte Geld mit, das die von Fehemul betulen kann. Dort wird vielleicht ein Fehler gewesen sein. Merkt ihn drei, dann nehmt ihn Bruder und gut nur den Mond. Moch Gott, der alle Macht hat, El Shaddai, sagt Jakob, moch Gott, der alle Macht hat, ihn halten. Dort der Mond ihn wird janstig sein und ihn anderen Bruder und Benjamin wird treischreiben. Jakob wisst, wer arm und seine Not gehalten hat, als er ein junger Mann war. Und nu hat er den selben Gott, El Shaddai, Halt gebracht. Wenn wir einen Notfall oder Emergency haben, wo Nummer phone wir? 911. Very good. Wir phone 911. Und für jegliche Notfälle, was können wir dann tun? Wir können Psalm 911 lesen. Psalm 911. Psalm 91, Vers 1. Das sagt, wer bei den Allerhöchsten am Schilling wohnt, wird sich bei den Allmächtigen, Shaddai, am Schotten verheffen. Wie kann Gott, der alle Macht hat, anrufen? Vers 2 sagt, der wird zum Herrn sein, du bist meine Zuflucht und meine versicherte Stadt, mein Gott, ab den ich mich verlot. Und hier wird El Shaddai dem verspricht, der am anruft. Verse 14 und 15. Wie es hei mir gut ist, sagt der Herr, wo ich am uthalten. Wie es hei meine Namen kennt, wo ich am bewahren. Hei wird mir anrufen, und ich will am antworten. Ich will am Trübel bestehen, ich will am Raten und zu ihren bringen. Wenn wir an Not stehen, werden wir unsere Bibel nicht Psalm 911 aufnehmen. Psalm 91, Vers 1. Und Gott, der alle Macht hat, anrufen, er wird uns haben, er verspricht uns. Er sagt, wir sollen sie nun weiten. Wel nun? El Shaddai. Und wir werden mit unserem letzten Ereignis schließen, weil wir 1. Mose 48 aufmerken. 1. Mose 48. Und ich werde die erste Feierphase für uns lesen. Zu dieser Zeit, wie Jakob nun schuf alle, die wohnen alle für eine Stadt, als Familie alle in Ägypten. Und Jakob wusste, dass er nun mehr sterben.
Vers 1 bei 4, 1. Mose 48, Vers 1. Eine gewisse Zeit Leute leiten sei Josef weiten. Harchemol, din Vater ist krank. Und Josef nahm seine 2 Sehens, Manasse und Ephraim, und ging nach Jakob. Und als Jakob dort gesagt ward, dort sein Sehn Josef nach ihm gekommen, wie raubt er all seine Kraft taub und reicht sich ab im Bad. Und Jakob sagte Josef, Gott, der alle Macht hat, El Shaddai, weist sich mir an los, an Kanaan, und segnet mich, und sagte mir, Herr, ich will die viel Nukommen geben, und von denen Nukommen mir Völker merken. Und ich will denen Nukommen das Land ab Arme geben. Eng sein Leben können Jakob 3 Kirchen in sein, wo El Shaddai seinen Bund mit ihm gehalten hat. Gott bleibt bei ihm und hat ihm durchgehalten, wie es Gott ihm dort versprochen hat. Und nu, als ihm dort klar wird, dass sein Leben zu Ende ging, will er seine Kinder und Großkinder daran denken halten, wo den Herrn seine 300 Leib immer in ewig über die hat, die am fürchten, und seine Gerechtigkeit ab Kinder und Großkinder hat, die seinen Bund halten. Dort hatten seine Großvater in Abraham und Vater Isaac persönlich erlebt, und dort hat er auch selbst erfahren. Wenn wir 3 kicken, dann, liebe Geschwister, sei wie El Shaddai, Gott, der alle Macht hat. Denk wie an die Tiden, wo er uns durchgehalten hat, wo er sein Wort einmal gehalten hat. Er will uns von der sein. So hat er auch von der nach. El Shaddai, Gott, der alle Macht hat. Und wie es Gott sich nicht ändert, verspricht er uns, der Krieg so gut, dass er uns auch halten wird. Gott ist El Shaddai, Gott, der alle Macht hat. Was er uns versprochen hat, dort geht er jedes Mal. Amen.